Jahr 2017 geht zu löser benennen. 2018 steht für dir. An überall Kontinent feiern die Europäer gemeinsam. Eise Christär, auch wieder haben wir immer gesehen am Europäischen Parlament. Es ist eine Tradition von Frieden, Hoffnung und von Frieden. Und die sollen wir weiterhalten. Eher mit dem Jahr 2017, so lasst uns mal kurz zurückblicken auf ein politisch interessantes Jahr 2017. Nach dem Brexit und nach der Wahl von Trump hat alles darauf hingedeutet, dass Europa von den Populisten überschwemmt gehen. Mit Wahlen an Holland, Frankreich und Deutschland haben gewiesen, dass der Populismus kann an Grenzen gehalten gehen, und das motivant zu sehen, dass auch an einem Zeitalter von den falschen Informationen, von den Fake News, eine konstruktive Politik, die gut gemacht ist, dass die mehr zählt und besser auch kennt, wie hat Gescheites an Eidelkritiken. Wir haben eine Ähnlichkeit zwischen den 27 Memberländern gesehen, die es bislang noch nicht gab. 1,5 Jahre nach dem Referendum in Großbritannien gab alle klar, dass es viel besser ist, dabei zu sein, an einer europäischen Familie zu leben und nicht draußen zu stehen. Wir haben den 16. Anniversär von der römischen Verträge gefeiert. Wir haben eine Reflexion über die Zukunft von der EU lanciert. Wir haben den 30. Anniversär von Erasmus gefeiert. Erasmus hat Millionen Studenten erlaubt, an einer anderen europäischen Universität zu studieren und die europäische Vielfalt kennenzulernen. Aber wisst ihr, dass 12 von den Erasmus-Babyen auf 1 Million geschätzt wird? 2017 war auch das Jahr vom Roaming, von der Schaffung von Wi-Fi-Spots auf den öffentlichen Plätzen, von dem gratis Interrail-Pass für junge Europäer, denen es damit erlaubt wird, den europäischen Kontinent mit dem Zug zu explorieren. 2017 haben wir als Handelspolitik völlig reformiert, für Standarden zu beschützen. Und mit der Gründung vom Europäischen Parquet haben wir den Kampf gegen den Missbrauch von europäischen Geldern verstärkt. Wir haben die Sicherheit der Bürger erhöht durch die Einführung von einem neuen Grenzsystem, durch den den Terrorismus bekämpft und als Grenzen besser beschützt und gesichert gehen. Die EU hat eine strukturierte Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung kreiert, die uns erlaubt, als militärische Kapazitäten zusammenzulegen und Eigenverteidigung zu ermöglichen. Mit anderen Worten, Europa hat Antworten gefunden auf existenzielle Schocken, an die sie vor Brexit und von Trump verursacht gehen. Wir haben den Bürger gewiesen, dass Europa handlungsfähig ist und handlungsfähig bleibt. Und das gibt uns Hoffnung, für das Jahr 2018 auch ein gutes Jahr gibt. Also Vorsatz für das neue Jahr mit diesem Elan fortfahren, an ein Europa von den Resultaten liefern. Am mein Wunsch für das neue Jahr, dass die EU geeint bleibt, wenn die zweite Phase vom Brexit aufhängt. Und dass auf der anderen Seite die britische Regierung das Jahr mit dem Face am Boden bleibt, an Brexit-Diskussionen Materialismus angeht. Dass ein digitaler Binnenmarkt weiterhin ausgebaut kann gehen. Ich freue mich auf den vom Geoblocking, auf eine equilibrierte Reform vom Copyright, auf ein connected Europa, wo digital Grenzen aufgebaut sind, aber wo den Einzelnen weiterhin durch den Datenschutz aufgesichert bleibt. Und in dem Sinn wird 2018 das Jahr sein, wo die Europäer ihre Kontrolle über ihre persönlichen Online-Daten überholen. Die Legislation, die ich als Justizkommissarin auf den Tisch gelöst hat, tritt am Mai nächstes Jahr in Kraft. Das bedeutet, dass die europäischen Bürger die Bürger auf der Welt werden sind, die am besten online geschützt sind. Und dass mehr Europäer die Standards für die Welt schreiben. Ich wünsche mir auch, dass Europa weiterschreibt und seine starken Handelsregeln, inklusive Maßnahmen gegen Umwelt- und Sozialdumping. Ich wünsche mir,
Ein Europa vun der Solidarität, vum gegenseitige Respekt a vu de Werte. Ein Europa, wo a kegem Memberstaat de Rechtsstaat mat Fees getrippelt gëtt, wo eis Werte Basis sinn fir gemeinsam Aktionen. An ich wünschen Ich an eis alle Guten e schöne Christtag an e ganz gute Rutsch.